So, jetzt geht's los. Frohe Weihnachten! Wir sagen euch an den lieben Advent. Seht, die 4. Kerze brennt. Gott selber wird kommen, er zögert nicht. Auf ihr Herzen werdet Licht. Freut euch, ihr Christen, freuet euch sehr. Schon ist nahe der Herr. Schon ist nahe der Herr. Die 4. Kerze am Adventkranz, die brennt und das Christkindl, das ist nicht mehr weit. Und deswegen haben wir heute was ganz Besonderes für euch. Schön, dass du heute mit dabei bist, dass wir gemeinsam das Weihnachtsfest feiern. Diese Sendung machen wir ganz speziell für alle, die jetzt in einem Pflegeheim sind, die im Krankenhaus sind. Wir machen das für die alten Menschen, für die kranken Menschen und ganz besonders heuer für jene, die sich alleine fühlen. Und was könnte da besser passen als eine musikalische Weihnachtssendung? Wir sind da im wunderschönen schneebedeckten Mariazell. Ihr werdet da dann auch noch einige Bilder und einige Eindrücke sehen, die wir heute schon gesammelt haben. Wir haben für euch Musikalisches, wir haben für euch Gedichte vorbereitet und ich würde sagen, wir reden jetzt nicht mehr viel herum, sondern wir lassen diese Stunde jetzt beginnen. Unser René, der hat uns jetzt alle Jahre wieder auf seiner steirischen Harmonika präsentiert. Und jetzt geht's weiter mit unserer lieben Lisa. Und sie wird uns ein lustiges Weihnachtsgedicht erzählen. Und zwar die Weihnachtserinnerungen. Wenn ich an Weihnachten denk, dann muss ich an eine Geschichte denken. Da dreht sich alles um den heiligen Abend, ums Kindsein und ums Schenken. Ich war damals noch klein. Ich glaube, es war 2002. Damals waren nicht nur die Keksdosen vom Heiligen Abend gar. Auch der Christbaum war halbert angetrennt, wie wir in den Stumm rein sind. Ich denk, das Christkindl hat damals die Katze übersehen. Trotzdem haben wir dann wie jedes Jahr Stille Nacht angestimmt. Auch jeder so, wie es ihm halt vorkommt. Jetzt haben wir zu 6 gleich 8stimmig gesungen. Bis aufs Vertauschen von der 2. und 3. Strophe ist gut gelungen. Dann war in meinem Backerl auch noch ein Barbie-Kutschen drei. Und ich hätte mich so auch noch gefreut. Dabei habe ich ja nie gern mit Puppen gespielt, sondern viel lieber mit dem Bagger im Sand umeinander gewühlt. Jetzt hätte ich halt so gern das Backerl von meinem Bruder gehabt. Und genau das, aus voller Überzeugung, habe ich dem Christkind dann auch gesagt. Kinder sind halt ehrlich. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Scheinbar hat es die Eltern damals traurig gemacht.
dann schau ich zum Baum und such die Zuckerl zum Essen. Mir kommt für, das Christkindl hat heuer alles vergessen. Ich war schon ein wenig betriebt. Ich hab ja alles in meinen Brief eingeschrieben. Aber auch der ist, wie's ausschaut, am Fensterbank liegen geblieben. Aber dann hab ich's entdeckt. Eine Schachtel. 3-mal so groß wie ich. Es war zwar nichts mehr drin, aber trotzdem war's das schönste Geschenk für mich. Ich hab 2 Fenster ausgeschnitten und ein Tier. Ich sag's euch, das Weihnachten vergiss ich nie. Was hab ich da gespielt mit dem Stickelkarton? Scheinbar hat's Christkindl besser gewusst, was ich möchte haben. Es war das ganze Fest ein wenig anders. Aber für mich war genau das Weihnachten so besonders. Ja, im Schnee ist es auf jeden Fall immer sehr lustig gewesen. Ich habe da auch sehr schöne Kindheitserinnerungen an den Schnee und an den Spaß im Freien. Aber nicht alles im Leben ist immer so lustig. Es gibt auch natürlich ernste Seiten im Leben. Und da möchte ich euch jetzt etwas erzählen. Mein Vater ist am 23. November leider viel zu früh in den Himmel vorausgegangen. Und ich habe das bei ihm immer gesehen, wie gerne er auf der Harmonika gespielt hat. Schon als Kind hat mich das sehr fasziniert. Und er hat mir dann eine Harmonika gekauft. Und mit 8 Jahren habe ich dann zu spielen begonnen. Und es war dann so, irgendwann hat mir mal die Freude komplett verlassen. Und ich habe dann 3 Jahre nicht gespielt. Aber was wir wirklich jedes Jahr gemacht haben, zu Weihnachten haben wir wirklich immer gemeinsam musiziert. Die ganze Familie, er und ich, wir haben zusammen auf der Harmonika gespielt. Die Mom hat dazu gesungen und natürlich Oma und Opa, da war wirklich die Familie vereint und hat wirklich eine Riesenfreude gehabt mit der Musik. Ich habe dann mal 3 Jahre nicht gespielt und dann mit ungefähr 14 Jahren habe ich dann wieder richtig zu spielen begonnen. Jeden Tag habe ich dann 1 Stunde geübt und dann hat der Vater gesagt, der Bub braucht eine neue Quetschen. Wir sind dann zum Strasser gefahren und er hat mir eine tolle Harmonika nach meinem Wunsch gekauft. Und was ich dann wirklich Jahre später erst erfahren habe, er hat sich damals sehr verspekuliert mit Aktien und hat kein Geld gehabt. Und dass er mir die Harmonika kaufen hat können, hat er sein Motorrad verkauft. In diesem Jahr, im April, hat er seinen 60. Geburtstag gefeiert und wir von der Quetschen Academy, wir haben uns dann bei ihm revanchiert und wir haben ihm diese Harmonika zu seinem 60. Geburtstag geschenkt. 2 Wochen vor seinem Ableben habe ich dann ein Harmonikastück komponiert und ich habe ihm das vorgespielt. Und er hat gesagt, Thomas, das ist das schönste Stück, das du je geschrieben hast, aber du musst es langsam spielen. Und für mich war das so ein beschwingter Walz, ich habe wirklich eine Riesenfreude damit gehabt und er hat gesagt, na, das Stück ist langsam. Und wir sind wirklich, ich will nicht sagen, dass wir fast zum Streiten gekommen sind, aber keiner hat halt nachgegeben. Jeder war für sich richtig, keiner hat nachgegeben. Und ich muss jetzt sagen, im Nachhinein, er hat auf jeden Fall recht gehabt, wie dieses Stück zu spielen ist. Und ich habe das Stück dann bei seiner Verabschiedung gespielt. Bei seiner Verabschiedung in der Kirche. Und jetzt spiele ich das Stück für all jene, die gerade auch einen lieben Menschen verloren haben. Für all jene, die schon vor einiger Zeit einen lieben, nahestehenden Menschen verloren haben. Das Stück heißt
Auf ein Wiedersehen. Unsere Sophia, die hat uns jetzt ein wunderschönes, besinnliches Stück gespielt, und zwar war das Wärst mein Licht um mich sein. Und als nächstes, da gibt es wieder ein Gedicht von der Lisa und sie erzählt uns vom ersten Schnee. Der erste Schnee. Das 4. Türchen von meinem Adventkalender steht offen.
Und ich beginne ganz insgeheim wieder zu hoffen. Es bricht mir heute noch das Herz und tut mir weh. Du sagtest, du kommst wieder mit dem ersten Schnee. Und es schneite die größten Flocken an diesem Tag. Da war ein Zauber, der meinem Herzen inne lag. Ich erwartete dich mit strahlenden Augen. Als du nicht gekommen bist, konnte ich es einfach nicht glauben. Ich höre sie noch, deine Worte in meinem Ohr. Ich saß die ganze Nacht draußen und fror. Ich hörte den Schnee zu Boden rieseln, doch du bist nicht da gewesen. Jedes Jahr im Dezember, wenn es das erste Mal schneit, fühle ich in mir, du bist nicht weit. Du bist mir im Herzen ganz nah, aber nicht mehr auf der Erde da. Das Stück geht direkt ins Herz. Es wird schon gleich dumper, Stefan, das hast du sehr schön gespielt. Wir denken und wir danken jetzt mal allen, die im Dienst der guten Sache stehen. Heute an alle, die an diesem Tag arbeiten. Und im Speziellen danken wir den Ärzten, den Pflegern, den Zivildienern, den freiwilligen Helfern, auch den jungen Männern vom Bundesheer und allen, die ehrenamtlich an diesem Tag heute arbeiten und den Menschen etwas Gutes tun. Danke. Und jetzt kommen wir zu zwei ganz besonderen Beiträgen. Und zwar waren wir auch in der Natur unterwegs, und zwar waren wir auf einem Berggipfel oben. Und da haben wir uns das natürlich nicht nehmen lassen, auch ein Stück zu spielen. Und deshalb kommt zuerst In die Berg bin ich gern, direkt vom Gipfelkreuz. Und danach, da werden uns der Emanuel und der Andi dann ein Stück auf ihren Trompeten präsentieren. Das wird dann sein Ist schon still um den See.
Das waren jetzt herrliche Trompetenklänge zur Weihnachtszeit. Und wir machen jetzt weiter mit einem flotten Stück einmal zur Abwechslung. Und zwar wird uns der Thomas das Stück Feliz Navidad spielen. Und dann geht's weiter mit der Sophia. Da wird's dann wieder andächtig mit dem Andachtsjodler.
So, jetzt sind wir wieder richtig andächtig. Und bevor uns jetzt der René ein sehr, sehr bekanntes Weihnachtslied spielen wird, O du Fröhliche, da wird uns die Lisa noch einmal ein Gedicht zum Besten geben. Liebes Christkindl, ich hoffe, mein Briefel kommt bei dir an. Dir kann ich schreiben, was ich mir sonst nicht zum Sagen trau. Ich wünsch mir heuer nicht viel, aber das, was ich gern hätt, dafür umso mehr. Liebes Christkindl, bitte, los einmal her. Ich möcht, dass zu Weihnachten nicht einsam ist. Ich weiß schon, dass das nicht ganz einfach ist. Aber Heiligabend ist ja das Fest der Liebe, gell? Und wenn ich mir da vorstelle, ich müsste ganz allein die Zeit verbringen, das tut mich ganz schön traurig stimmen. Deswegen möchte ich dir ein Dankeschön sagen, dass wir es daheim so gut haben. Wir haben keine echten Sorgen. Mach's mal, liebes Christkindl, da die mein Lachen gern anderen Menschen borgen. Denen, den's nicht so gut geht wie uns. Ja, das war das mein Wunsch. Vielleicht, liebes Christkindl, kommst heuer mal nicht zu mir. Komm zu all den anderen Menschen vor die dir. Komm zu dem Mann, der alleinig lebt. Zu der Frau, der's nicht so gut geht. Zu dem Kind, das keine Eltern mehr hat. Liebes Christkindl, mach dir am Weg. Siehst, kommst gar spät. Und eins möchte ich dir auch noch sagen. Vergiss ma, bitte nicht auf die Leid im Himmel oben. Das war jetzt der René mit O du Fröhliche. Und bevor uns der René noch ein weiteres Weihnachtslied spielen wird, und zwar Maria durch ein Dornwald ging, da wird uns der Thomas noch ein Lied spielen. Es ist ein Ros entsprungen.
Ja, das waren jetzt zwei wunderschöne Weihnachtslieder und wir sind heute in Mariazell gewesen und was könnte da noch besser passen, als auch die Mariazeller Kirchenglocken noch einmal erklingen zu lassen und das werden wir jetzt dann gleich machen. Also während der Stefan jetzt die Harmonika umhängt, wünsche ich euch ein frohes Weihnachtsfest, Glück und vor allem Gesundheit euch und der ganzen Familie und einen guten Rutsch ins Jahr 2021. Und wir singen jetzt alle gemeinsam das bekannteste Weihnachtslied. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht, nur das traute, hochheilige Paar, holder Knabe im lockigen
deiner Geburt. Stille Nacht, heilige Nacht, Hirten erst kundgemacht, durch der Engel Alleluia, tönt es laut von fern und nah. Jesus der Retter ist da. Jesus der Retter ist da. Die Vanillekipferl habe ich jetzt erwischt, weil das letzte Vanillekipferl.